Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Resident Evil 2 Remake auf Pelzig. Du hast noch so einen geilen 1998er Computer, der hat bestimmt noch Windows 95. Dann gleich mal hier wieder kombiniere die Granate. Eine Blendgranate, nehmen wir einfach mal mit. Made in Heaven. Von wem ist dann das Schmuckstück? Sieht man jetzt leider nicht, wer wo schafft, ne? Wo ist dann Chrisens Computer? Also ein paar Stars sind auf jeden Fall hier gewesen. Dazu, von denen kennen wir aus dem ersten Teil auf jeden Fall noch Chris Redfield natürlich, Jill Valentine, Barry Burton, Rebecca Chambers ist noch dabei und Albert Wesker. Die kennen wir auf jeden Fall noch. Dann Forrest Speyer, der gute Pelzer. Der war auf jeden Fall auch noch Mitglied von Stars. Da haben wir wieder hochwertiges Schießpulver. Was ist dann hier? Erste-Hilfe-Spray, können wir das kombinieren? Leider nein. Inventarbox haben wir jetzt hier leider auch nirgends, ne? Das ist natürlich doof. Ja, dann müssen wir wieder ein paar Sachen noch ohne verstauen. Ja, gut. Sei es drum. Wir kennen sie mittlerweile. Und irgendwann wird der Fensterfreund, glaube ich, ziemlich aggressiv, wenn wir die ganze Tour an dem vorbeirennen und Zeug in die Inventarbox zu schmeißen. Ja, ich hoffe, hier oben finden wir noch irgendwo eine Inventarbox. Damit wir Zeug verstauen können. Ja, der wird langsam richtig stinkig, der Typ. Okay. Gut, in die Inventarbox gehört das. Da gehört das noch rein. Und da gehört das Schießpulver rein. Die Batterie weiß ich nicht. Eventuell brauchen wir die tatsächlich da aber noch. Und das rote Juwel habe ich einfach mal vorsorglich dabei. Hallo, Kumpel. Tschüss, Kumpel. Ja, der will unbedingt bei der Party hier mitmischen. Der will ein bisschen Claire snacken. Na gut. Hoffen wir doch mal, dass wir da oben noch eine Inventarbox finden, weil ich laufe ungern an den Leiche vorbei, auch wenn ich weiß, dass sie tot sind. Ich habe immer das blöde Gefühl, die könnten wieder aufspringen. So, okay. Dann das Erste-Hilfe-Spray. Wir nehmen es einfach mal vorsorglich mit. Damit wir den Stars Büroraum nämlich auch abhaken können. Hier haben wir sonst nichts zum Laser oder so, ne? Der Redfields Chris haben wir hier leider nirgendwo ausgeschrieben an den Büros. Wo er gesessen haben könnte. Und da kommen wir wahrscheinlich auch erstmal nicht durch. Zur Rüstkammer. Das ist natürlich sehr schade, weil ich sehe, da gibt es eine MQ-11X12. Das könnte wahrscheinlich ein Maschinengewehr oder Pistole sein. Okay. Okay, ich kann natürlich nicht autorisiert werden. Kontoauthentifizierung erforderlich. Dongle in USB-Anschluss stecken. Ach Gott, hier ist schon USB-Anschluss. Ja, da brauchen wir wahrscheinlich hier, ne? Ach Gott, das hat sogar schon USB. Wie geil. Batterie können wir hier leider nicht verwenden. Na gut, da brauchen wir erstmal einen USB-Stick, damit wir da durchkommen, vermute ich. Genau, das heißt, wir gehen erstmal in die Wäschekammer. Da liegt hundertprozentig unser USB-Stick. Da haben sie natürlich auch die neueste Einsatzzentralmöglichkeiten hier, dass sie hier mit ihrem Team auch nochmal über Funk verbunden sind. Geil. Hightech 1998, ihr liebe Leute. Okay, der macht einfach nur saftige Geräusche. Das habe ich von der letzten Episode anscheinend schon wieder vergessen. Und sobald ein Licker kommt, bin ich wieder bereit. Ich renne jetzt auch mal nicht in den unbekannten Bereich. Man weiß ja nie, was da kommen könnte, ne? Blut verschmiert wie Sau. Duscht da wie noch was. Die vage Ladung Arschlöcher lässt Grüße. Okay, hier kommen wir erst gar nicht rein, weil man dort für wie ist da der Karo-Schlüssel nicht hin? Schade. Kommen wir hier eventuell schon durch. In den Aufenthaltsraum, da können wir bestimmt aufmachen von hier aus, ne? Genau. Das war ja von innen verschlossen, da kommen wir wieder zum Unicorn in Kupfer. Okay, das heißt, wir müssen erstmal wieder Schlüssel finden, ihr liebe Leute, sonst geht es so nämlich weiter. Okay. Und da kann ich ja genauso gut eigentlich wieder zur Pistole wechseln. Eventuell kriegen wir da auch noch so ein lustiges Upgrade, dass wir da noch mehr Munition reinpacken können. Möglicherweise in der Rüstkammer. So, wir gehen jetzt aber nochmal vorsichtshalber zum Stars Büro rein und gucken nochmal gründlich alles ab, nicht dass ich irgendwo irgendeinen Scheiß vergessen habe, ne? Also da kommen wir leider noch nicht hier.
Du hängt die Maschinepistole und es sind noch jede Menge Spinde. Also es könnte durchaus sein, dass wir da noch was Cooles finden. Deswegen gucken wir uns hier nochmal gründlich um, ne, dass wir hier irgendwo Regal oder irgendwas übersehen haben, ne? Dass wir dort die Schublade aufmachen könnten oder sonst irgendwas. Okay, nix. Na gut, scheinen wir uns wohl gründlich umgeguckt zu haben. Es sind noch keine Einsatzberichte oder ähnliches mehr vorhanden. Am schwarzen Brett können wir auch nichts lesen. Am Dartboard ist genauso wenig. Und hier haben wir auch alles eingesammelt. In Weskers Büro, also hypothetisch, ich nehme jetzt einfach mal an, dass das Weskers Büro ist, ne? Special Tactics and Rescue Service, steht für Stars. Gut, also im Prinzip, denn ihr, wie nennt man die Spezialeinheit sonst? Mir fällt es jetzt gerade nicht mehr ein, wie man diese amerikanische Special Tactics nennt. Naja, wird man vielleicht nochmal einfallen. Okay, das heißt, hier oben sind wir erstmal 8 durch. Wir sollten möglicherweise uns hier nochmal umgucken, aber kommen wir erstmal nicht weiter, ne? Im dritten Lagerraum West, da war explosive Barrikade, die wir nicht entschärfen konnten. Kombinationsschloss, Lagerraum Ost, ja, Ventil ist zwar schön und gut, was wir jetzt gefunden haben, aber uns fehlt eine Kurbel oder ähnliches. Wir könnten möglicherweise auch nochmal gucken, was ist zugekettet, ne? Jetzt nachdem wir das Ding haben, die Zange haben. Tresor, da kommen wir nicht weiter, weil wir Kurbel brauchen, genau. Das heißt, hier sind wir erstmal durch. Türe sind hier nur erreichbar über die Bibliothek, wenn wir da mal endlich rüberkommen. Dann haben wir den Uhrturm. Da kommen wir auch noch nicht hier. Da kommen wir noch nicht durch. Kombinationsschloss haben wir auch noch nicht, ne? Okay. Da müssten wir erst, wenn wir über die Lücke kommen, ne? Da, Lagerraum West, fehlt uns was. Da kommen wir nicht durch. Ist halt etwas doof. Dann im zweiten Rüstkammer ist hier. Genau, da brauchen wir den Karo-Schlüssel. Hier kommen wir erst weiter mit der Kurbel. Und hier unten. Haben wir was zugekettetes? Verschlossen? Verschlossen. Ah ja, hier, Besprechungszimmer ist zugekettet. Da kommen wir noch weiter. Das heißt, wir müssen wieder runtergehen und ins Besprechungszimmer. Das ist zumindest schon mal ein Indiz. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Ich überlege gerade. Ah ja. Gerade eben gar nicht das Gebiet erkannt, wo ich überhaupt bin. Okay, wir müssen hier unten zum Besprechungszimmer. Genau. Gerade nochmal gucken im Inventar. Die Batterie lassen wir erstmal. Ich weiß nicht, für was ich die noch gebrauchen könnte. Aber das erste Hilfespray wird verstaut. Ansonsten haben wir nichts Großartiges mehr, ne? Okay. Na dann, ab zum Besprechungszimmer. Huch! Zu dir wollte ich gar nicht, Fensterfreund. Dann, genau. Ist hier verschlossen. Da werde ich einfach so durchkommen. Das heißt, ich muss nochmal immer die große Runde laufen. Ich hoffe, du hat nichts gespawnt wieder. Das heißt, ich muss hier wieder reinklettern, wenn das möglich ist. Sieht nicht so aus, als wäre das möglich. Dann komme ich hier rüber wahrscheinlich gar nicht durch, ne? Sondern muss einmal hier die große Runde wirklich bei Officer Mike Biggs laufen. Ne, Quatsch, da komme ich gar nicht durch. Ich muss andersrum. Da sind hier überall Barrikade wieder und Zeug. Das heißt, ich muss über der Empfang wieder durch. Alter Falter. Einmal die große Runde. Für die kleine dicke Kinder mit dem Wasserkopf. Einmal die große Runde. So. Dann hier rum. Über der Aktenraum komme ich eh noch nicht. Da fehlt mir auch noch der Schlüssel dafür. Hoppla. Ah ja, da ist hier nochmal der Typ. Okay. Hab mich gerade ein bisschen gewundert. Aktenraum geht noch nicht. Aber da. Hoppla! Scheiße, da bin ich auch voll reingerannt gerade in die Kumpels. Moment. So, der ist für euch. Ah, der bewegt sich trotzdem noch. Okay, das nenne ich... Das nenne ich Motivation.
Also in dem Gebiet sind die Zombies tatsächlich noch wieder gespawnt. Okay. Gut zu wissen. Kann ich das Kampfmesser nochmal aus dem rausziehen? Tatsächlich. Sehr cool. Okay, hat jetzt natürlich ein bisschen was verbraucht von seiner Haltbarkeit. Aber ich konnte es wieder aus dem rausziehen. Das ist doch schon mal die halbe Miete. Zunachle können wir hier leider nicht mehr. Okay, dann einmal nochmal groß den Gang lang. Und so ein Gang kann verdammt lang sein. Huch! Oh, so ein französische Gelbwesterisches. Ach ja. Gut, dann haben wir gleich mal den Crit verdient. Französische Gelbweste. Und der haben wir auch den Crit ausgedealt. Schön, schön. Und sonst? Nee. Sonst ist nichts mehr hier. Aber über die Fenster könnte halt wieder was noch stolpern. Noch stolpern! Oh Gott! Eben habe ich mich wirklich verschrocken. Okay, wir machen mal auf. Okay, wir gehen wieder. Ich glaube, das ist die beste Lösung. So. Gleich mal aufknacker. Ich denke, so damit habe ich alle zugekettete Türen geöffnet hier. Ja, der hat nämlich seine Haltbarkeit überschritten. Okay, jetzt sind wir hier im anderen Bereich. Elektronikgerät. Okay. Schauen wir uns das Ding doch mal an. Ein Elektronikgerät. Wow. Der braucht wahrscheinlich eine Batterie, ne? Zünder ohne Batterie. Ein Zünder für C4-Sprengstoff. Die Batterie fehlt. Mhm. Zum Glück haben wir die bereit. Sehr schön. Das heißt, wir können das jetzt auch over im Stockwerk dann wieder abbringen. Und können uns natürlich hier noch ein bisschen umgucken. Verschlossene Tür, das führt dann wieder hier. Perfekt. Dann gucken wir uns auch erstmal hier wieder um, ne? Oh, Holzbrett ist gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, ich gehe nochmal Runde raus und mache hier nochmal Holzbretter vor die Fenster. Das kann definitiv nicht schaden, gerade hier, ne? Machen wir dann hier nochmal davor. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Falls hier wieder Packstalterei stolpern wollen, habe ich zumindest eine kleine Barrikade noch für die. So. Okay, hier haben wir noch Blendgranate und Kraut. Blendgranate, ja komm, nehmen sie einfach mal mit. Den Bolzerschneider, den verstauen wir in der nächsten Inventarkiste. Und hier haben wir die können wir von, ja, innen entriegeln. Das ist schon mal sehr gut. Sehr schön. Und da kommen wir in ein Gebiet, wofür wir sonst den Schlüssel gebraucht hätten. Ah, nee. Wir brauchen nur den Herzschlüssel, wie es aussieht, ne? Ja, Herztür. Oder halt Kreuz. Na gut. Dann war das erstmal alles. Aber es hat uns wieder der Hinweis gebraucht für zum nächsten Zeug. Da fehlt uns noch eine Type, ne? Also. Die Type müssen wir nach wie vor auch noch suchen. Das heißt jetzt erst einmal hier rum. Spiel ist ja relativ kulant, muss ich sagen. Man stolpert ja immer vom Ende Hinweis zum nächsten. Das verstauen wir alles wieder. Und den Zünder können wir jetzt auch Overeye setzen. Mein Kumpel, der lässt natürlich nicht locker. Der weiß, dass hin und wieder mal wieder seine Beute vorbeigewackelt kommt. Das heißt, wir müssen jetzt wieder ganz hoch. Ich hoffe, wir finden auch mal wieder Hinweise auf die Kombinationsschlösser. Weil ich möchte eigentlich nicht, um ehrlich zu sein, die ganze Zeit hier durchhocken und ausprobieren, ne? Hier zum Beispiel Sepp. Ne, will nicht. Depp. Iep. Feb. Oder App. Ne, Beb. Sepp. Ne, das will einfach nicht. Deswegen, da brauchen wir auf jeden Fall Hinweise. Ohne die geht's einfach nicht. Dann können wir jetzt aber genau, im Lagerraum West den Zünder abbringen. Das wäre ja auch zu einfach gewesen, wenn man da einfach drauf schießen gekonnt hätte, ne? Gut, dann wird jetzt aber nochmal Zombie-Action kommen. Wäh. So eine Harlequins-Figur. Geht. Okay, ich glaube, das gibt Rambazamba. Deswegen laden wir nochmal vorsichtshalber noch. Und wir bringen den Zünder an und rennen. Und dann kommen nämlich überall die Zombies. Ja. Kavum. Erwacht. Jo.
Das hat ein Licker A gelockt, glaube ich. Einfach zur Sicherheit. Wir schießen da einfach zur Sicherheit mal rein. Aber die scheinen nicht wieder aufzustehen. Okay. Es scheint. Ah, das ist die Göttin mit dem nächsten Symbol für uns. Oh oh. Irgendwas kommt hier gewatschelt. Also irgendwas habe ich ausgelöst. Okay. Moment, muss ich bei ihr nicht erstmal... Okay, muss ich anscheinend nicht. Aber okay. Wir konsultieren nochmal unser schlaues Buch. Notizbuch eines Polizisten. Genau, die Göttin braucht Jungfrau bzw. Magdalene, Dame, Pfeile und Bogenschlange. Okay. Oh, das ist aber schon arg verschmiert. Magdalene. Pfeil und Bogen. Ist arg verrotzt. Pfeil und Bogen und Schlange. Ja, das sieht schon arg verrotzt aus, das Zeug. Könnte das hier sein, ja. Anscheinend auch in Gold oder vielleicht in Bronze. Eher in Bronze. Mädchenmedaillon. Cool. Okay, jetzt haben wir eigentlich alles, um in den Keller zu kommen. Genau, die Göttin-Statue aktivieren. Jetzt muss ich eigentlich nur noch das machen. Die rechtlichen Schlüssel werden sich wahrscheinlich von selber ergeben. Die Polizeistation ist so relativ langes Level. Okay. Wir probieren es jetzt einfach mal hier rauszukommen. Mhm. Da kommt schon NRA gekrochen. Okay. Der steht erstmal in mir auf. Ich fühle mich auch nicht so gut, wenn ich hier im Leichehaufen spiele. Ah! Scheiße, da hat mich jetzt ganz schön verschreckt, der Knabe. Wow. Der kam unerwartet und die machen ziemlich hässliche Geräusche, die Licker. Gut, mit dem Messer habe ich mal ein bisschen außer Gefecht gesetzt, aber nicht lang, denke ich. Ja. Schnell hochladen. Okay. Alter. Okay, schnell. Ach, hier noch Lade. Gewitter erleibt sind die hartnäckig. Und wir können noch das Kampfmesser rausziehen, was jetzt so gut wie kaputt ist. Aber es hat uns nochmal der Arsch gerettet, würde ich sagen. Weil er hat uns keine große Schade gemacht. Der Lickadidu. Verdammt, der kam überraschend aus der Dunkelheit gesprungen. Da bin ich jetzt echt ein bisschen verschrocken. Okay. Gut, eigentlich haben wir jetzt alles, was wir vorerst brauchen. Das heißt, wir sollten jetzt möglicherweise über die Bibliothek nochmal rausgehen. Oh, da ist was umgekippt. Ah, das könnte der von Over gewesen sein, der runtergebotzelt ist und dann noch mir gekrochen ist. Genau, der hängt nämlich nicht mit der Over rum. Gut, dafür brauchen wir noch irgendwie eine Kurbel oder was? Okay, gut. Ich habe gedacht, das rote Juwel brauchen wir sogar für die Mädchenstatue, aber offensichtlich nicht. Cool. Dann können wir jetzt auch noch schon ein bisschen aufrahmen. Sind die neu? Nein, mit Perwoll gewaschen. Okay, dann gehen wir wieder... Quatsch, falscher Raum. So, ja. Die haben hier überall schon ihren gespaltenen Rosekopf. Die haben schon ihr Fett wegkriegt. Dann muss ich wohl hier rum. Genau. Dann wieder runter. Hoffentlich lebt der... Oh, der Sergeant Branagh sieht übel aus. Ich befürchte, der steht wieder auf, wenn er tot ist. Scheiße. Okay. Muss mich beeilen. Okay, noch ist er nicht tot, aber wer weiß, was jetzt kommt. Hast du Geräusche gehört? Hässliche Zombie-Geräusche sind hier nicht erwünscht. Okay. Ich befürchte, der steht halt wieder auf, wenn ich das eingesetzt habe. Gut, jetzt haben wir den Weg zum Keller frei. Einen Weg rausfinden, haben wir geschafft. Okay, mehr können wir tatsächlich erstmal nicht mehr machen, aber wir können ja wieder in die Polizeistation zurück, vermute ich einfach mal, ne? Das ist ja wie bei Resident Evil 1 mit der Villa, wo man dann später eh wieder zurückkehren muss, ne?
Aber ich kann es einfach nicht sehen, wenn Sachen unerledigt sind. Ne? Ich finde es immer so unbefriedigend, wenn Sachen nicht erledigt sind. Aber irgendwo dormeln, glaube ich, noch ein paar Zombies rum. Ne? Hier zufällig? Das gefällt mir nicht, wenn ich im Hintergrund diese Geräusche höre. Na gut, da komme ich sowieso nicht mit durch. Das scheint wohl unseren Freund Marvin für uns verbarrikadiert zu haben. Okay. Na dann. 5 Minuten haben wir noch. Starten wir mal die Sequenz hier. Da geht's wohl unter die Erde. Sieht so aus. Gut, wir können raus aus dem Loch hier. Hey Marvin, aufwachen! Da ist ein Weg raus! Ich befürchte, der ist schon Marvin, verstorben. Kommen Sie, holen wir Sie hier raus. Los! Ah, doch noch nicht. Alles okay? Nein, ich gehe nur. Rette dich selbst. Kommen Sie, das ist übel. Sie müssen Bitte, dringend ins Claire. Krankenhaus. Wir beide wissen, wie das ausgeht. Verschwinde aus der Stadt. Ich lasse Sie nicht einfach hier. Claire, bitte, geh. Tu es für mich. Okay. Hey Marvin. Danke. Es tut mir leid um ihn. Weil er ist eigentlich echt ein sympathischer, netter Kerl. Okay, der Rückweg bleibt uns erstmal verschlossen. Aber ich hoffe, wir kommen nochmal später zurück zur Polizeistation. Jetzt sind wir hier Geheimraum. Okay. Ja, der Weg ist leider zu. Geheim, Trophäe erhalten in Kupfer, Weg zur Göttin. Ja gut, schade. Ich hoffe, wir kehren nochmal zurück zur Polizeistation. Weil das möchte ich nicht unerledigt lassen. Das ist ein Modell von der Polizeistation, die eigentlich ziemlich cool aussieht. Dann haben wir hier nochmal Einhorn und Löwe. Und das Mädel fehlt. Okay. Schnell Hochlader, aber Marvin ist noch nicht tot. Ich befürchte, das nächste Mal, wenn wir zur Polizeistation kommen, ist der arme Kerl schon gefallen. Gut, Schießpulver. Und ich vermute mal Speicherpunkt, genau. Okay. Gut. Ich denke, Episode kann ich heute bestimmt noch machen. Da es ein neues Spiel ist und ich das noch nicht kenne, muss ich sagen, habe ich ziemlich große Gefallen dran gefunden. Das zu zocken. Okay, haben wir zufällig noch irgendwo hochwertiges Schießpulver hätten wir noch. Ich würde aber gern warten, bis ich noch normales Schießpulver finde für die Pistole-Munition. Zur Not sollte ich vielleicht die Säuregranate mitnehmen. Damit wir noch, falls uns die Pistole-Munition ausgeht, noch ein bisschen rumschießen können. Was ist hier noch? T-Stange-Vertiefung. Hä? Ah, hier. Okay. Ja, da brauchen wir aber offensichtlich auch irgendeine Kurbel. Die wir noch nicht haben. Damit können wir wahrscheinlich den Geheimgang dann wieder öffnen. Vermute ich jetzt einfach mal so steil, ne? Aber cool, dass hier einfach ein Büro ist im Geheimgang direkt. Okay. Gut, das ist der Fahrstuhl hier. Wenn wir diese T-Stange-Vertiefung haben, dann können wir wahrscheinlich auch wieder zur Polizeistation, vermute ich einfach mal. Und dann geht es wahrscheinlich in weitere Bereiche rein. Okay. So, das ging nicht besonders tief runter. Aber tief genug, dass es hier absolut duster ist. Untergrundtreppe. Na gut, Spiel speichert. Heidewitzka. Okay. Du geht's wohin? Gucken wir uns doch gleich mal um. Oh, ich glaube, ich könnte befürchten von dem, was ich durch die Gameplays gesehen habe, was hier kommt, ja. Hallo? Hallo? Ja, ich befürchte, ich komme gerade in einen Bereich, wo wir wirklich zum ersten Boss kommen.
Okay, wir gucken trotzdem nur, wie es da runter geht, weil ich befürchte, da oben geht es nämlich eigentlich weiter. Dass wir hier unten einfach nur in einen Bereich kommen, wo wir noch ein bisschen was abstauben könnten. Boah, es ist absolut stockfinster hier. Moment, was haben wir hier? Eine Handgranate. Oh ja, die brauche ich. Die kann ich genauso werfen, ne? Die brauche ich für den Bosskampf, der dann in der nächsten Episode kommt, über Mäuer. 100%ig. Kommen wir nicht durch, ja. Wie gedacht. Was ist dann hier noch? Können wir da... Spezialwaffenkasten. Ja, den können wir leider nicht öffnen, ne? Nee, sprengen können wir es auch nicht. Nee. Ich befürchte, das kriegen wir nicht auf. Aber vielleicht kriegen wir ja dann bei dem Boss den Schlüssel dafür. Schauen wir mal. Ja, Spezialwaffe wartet noch auf uns. Aber vielleicht ein Upgrade für die Waffe. Und ich würde sagen, ihr liebe Leute, hier wo was rumrennt, sehen wir uns immer mal wieder bei Let's Play Resident Evil 2 Remake auf Pelzig Übermeier. Also machen's gut, bis du hier wieder Iron Yankee.